Willkommen in Riesta. Eine Woche ist gegangen, eine Woche ist passiert. Und heute Morgen habe ich realisiert, ich habe so ein Glück und ich bin so dankbar. Zwischendurch gibt es Höchst, wie der Höchberg. Und es gibt Tiefs, wie der Tal dort unten. Oder letzte Woche bin ich ziemlich im Tief. Diese Woche hatte ich ein Hoch gehabt. Und schau auch, Hanna ist da. Sie hat zum ersten Mal bei uns im Puren wieder übernachtet. Und Claudia hat für mich eine Geburtstagsparty organisiert, die das ganze Wochenende läuft. Weil heute habe ich Geburtstag. Happy Birthday! Danke, Babes. Und vor einem Jahr ist auch der Bar da aufgegangen. Ja. Und jetzt fängt die Woche auch schon wirklich bald an. Aber zuerst möchte ich euch zeigen, unsere neue Städtisch. Die zwei Fässer habe ich diese Woche aufgebracht. Ich habe mit Nadia dort hinten, die ihr seht, Rainbow Alley konstruiert und konzipiert. Nein, konzipiert habe ich es vorher, aber wir haben es konstruiert und fertiggestellt. Das zeige ich euch im Video. Und sonst zeige ich euch noch ein bisschen vom Geburtstagsparty gestern und wie wir eben, der Rainbow Alley. Die Woche ist es hauptsächlich um die Rainbow Alley gegangen. Bloß haben wir einen Haufen aufgetragen, gell? Ja, also ich bin nicht da, ich bin am Arbeiten, aber ja. Aber Futter für die Hühner hat man so auf Futter für die Hunde, die Fässer. Was hat noch auf müssen? Es hat noch müssen auf ein Bier, alkoholfreies wie nicht mit Alkohol. Und es hat mir so auf, was hat noch auf müssen? Auf Essen und ja, gemischt haben wir, putzt haben wir und. Eine gute Woche gewesen. Und Gestern habe ich den surrealsten Geburtstag bekommen. Es ist real und es ist echt. Und ich danke Peter vom tiefsten Herzen. Du auch, ja, oder? Ja. Und wir danken das Universum, dass der Peter überhaupt den Weg zu uns gefunden hat. Und Peter, wir wissen beide, um was es geht. Danke vielmals für das Geburtstagsgeschenk. Es ist wirklich unreal, surreal. Ja. In 44 Jahren. Ich kann es so gerne wirklich richtig fassen, es ist so. Ja. In 44 Jahren habe ich noch nie so ein Geburtstagsgeschenk bekommen. Und ich kann nur vom tiefsten Herzen sagen, danke. Ja. Aber euch sage ich jetzt, hey, gerade am Anfang des Videos, liken, abonnieren, kommentieren. Teilen, was das Zeug hält, wie wir wachsen stetig und wir werden ja noch weitere Jahre. Danke vielmals, bist du da. If you think bigger is better, then you might wanna think again. 'Cause if less is more, you can't ignore that small gets 10 out of 10. Did you know the world around us is much more than one big thing? It's a lot of little things joined up together that make me wanna sing. Wir sind jetzt am Stein sammeln für die Allee, für die Pfosten, die Jess und ich bereit gemacht haben. Aber das zeige ich euch nachher gerade. Es ist Montagnachmittag, da seht ihr, das ist Nadia, sie ist im Hintergrund und sie wird auch im Hintergrund bleiben. Wir sind jetzt am Stein sammeln, für eben die Löcher zu füllen. Um mit Pfosten ganz fest heben, wenn ich es dann betoniere, weil ich habe heute Nachmittag Beton aufgetragen. Und ja, so ist es. So, jetzt bin ich da wieder mal am Beton mischen. Weil wir jetzt da die Löcher, die ich gestern vorgegraben habe, da den ganzen Weg entlang, die wir jetzt mit Stein und mit Pfosten füllen und dann einbetonieren, damit dann da der Allee so entsteht. Genau, das heisst Beton, Stein, die wir da vorbereitet haben gestern. Ja, das haben wir euch ja gezeigt beim Steinsammeln. Die tun wir jetzt füllen, Bäume stellen, fertig. Und gestern Nacht habe ich noch voll versagt. Ich möchte mich nochmal entschuldigen bei der Claudia und alle ihre Mitarbeiter. Es liegt wirklich an mir. Ich habe gestern Nacht um 11 Uhr noch ein Telefon bekommen von Neuseeland. Mein Lieblingspirat, Captain Festus McBoyle, hat mir angerufen. Und ich habe mit ihm telefoniert und dann ist mein Akku gestorben. Dann habe ich Hotspot gebraucht, dann habe ich Claudia ihr Telefon genommen. Und dann habe ich oben das Telefon liegen lassen oben. Und dann hat sie heute Morgen halt den Wecker nicht gehört. Und Scheiße, versagt. Entschuldigung, alle Beteiligten. Appreciate the small things, the small things. Appreciate the small. Appreciate the small things, the small things.
back indoors. From all the tiny little critters to all the good deeds you have done. Ja, also so stehen die Pfosten. Die sind alle einbetoniert, eingesteinert und eingegraben. Und ja, die sehen ja natürlich jetzt viel zu lang aus. Die dann, wenn alles stabil ist, schön abschneiden, beides auf die Höhe, und dann kann ich es verbinden, längs und Breite. Und das gibt ja, wie dort hinten der Pergola, gibt das eine Allee. Genau. Und ja, ich kenne ja meine Aussage, es gibt kein Perfekt, also ist alles perfekt. Und wie ihr seht, das ist nicht gerade eine gerade Linie, aber das wächst und das gedeiht. Und so. Und zwischendurch werden jetzt dann da außen durch Reben, aber auch Bäume gepflanzt. Und dann wächst das. Am Schluss gibt es einen schön zugewachsenen Allee. Ja, Comeback in ein paar Jahren und dann siehst du es dann. Aber ich, von der Vision her, sehe es jetzt schon. Haha, so gut, so schön wie das. Hey, eine neue Erfahrung. Beim Regen zusammen hier einen Futter den Hügel rauftragen. Oh, wie Spaß, wie fröhlich. Hey, hey. Kurz hat es aufgehört zu regnen. Dann haben wir hier einen Baum geschnitten und ein bisschen angefangen aufzuräumen. Und ja, jetzt das, was wir brauchen können für die Allee, nehmen wir vor. Schnittholz tut man immer schön biegen, Hotels. Und ja, und jetzt fängt es schon wieder an zu regnen. Also tragen wir es vor, so wie jetzt Nadja, und gut ist. Ihr könnt es dann etwa aussehen. Oh, Kinder, Nadja, wenn ihr im Bild sein wollt. Genau. So sind wir am Zusammensetzen. Überall ist mal die Höhe gegeben. Und ja, jetzt finden wir da überall die Stecker, die wir wollen. Die haben wir hier auf der Seite platzieren und zusammensetzen, und am Schluss müssen wir es dann festbohren und halten. Aber ja, richtig cool. Die Allee. Genau. Ja, also das ist jetzt alles noch provisorisch. Nein, kein Nagel drin. Aber die Allee wird etwa so aussehen. Hä? Nimm mir nichts. Nimm mir nichts. Haben wir jetzt heute Nachmittag schnell. Heute Morgen die Pfosten betoniert. Und jetzt heute Nachmittag. Wow. Quantumsprung. Jetzt tut der Chef wieder ausprobieren, ob wir es echt so nagelfest machen dürfen. Ja, aber jetzt ist alles noch draufgelegt. Das ist alles noch provisorisch draufgelegt zum Ausprobieren, ob wir die richtigen Stecker haben. Jetzt ein bisschen Catwalk, ein bisschen, wie heisst sie? Heidi Klum, genau. Germany's Next, der erste als Next Topmodel. Schon gut, dass sie an mich heimkommt am Abend, um noch alles gut zu heissen. Dann wird mir am nächsten Tag. Wenn es noch hell ist. Genau. Und dann können wir am nächsten Tag weitermachen. Also jetzt tun wir unsere Rainbow Alley jetzt festmachen und aneinander machen. Und jetzt bohren wir da durch ein Loch, da durch und da in ein Loch, oder? Und die Eisenstange muss dann da durch, weil das ist unser Nagel. Oder? Also schauen wir zuerst einmal, wie lange der Nagel muss sein. Sicher so lang. So lang, genau. Und dann. Oh, ich habe es gerade noch nicht eingesteckt, gerade noch nicht bereit. Das kann ich schnell stoppen.
Und dann hat man natürlich das Loch schon gebohrt. Das mache ich jetzt, das Loch bohren. Also das macht mir jemand macht von uns macht das Loch bohren und jemand tut die Trennscheibe und dann sind wir gerade im Stück, oder? Nimmt so richtig vor, mir viel anstrengender als denkt. Jetzt muss ich Sagi holen, weil man muss etwas schneiden. Es ist 4:30. Wir haben jetzt mehr als die Hälfte haben wir schon hinter uns, haben wir durch. Bis da. Dort ist genagelt. Schön. Und jetzt haben wir noch 1, 2, 3 vor uns, 3 Felder. Ja, wie gesagt, 4:30. Mal schauen, ob wir heute noch fertig werden. Vermutlich nicht. Obwohl, wir werden von Mal zu Mal besser. Aber da hebt schon. Sieht schon geil aus. Sieht schon geil aus, hä? Was haben wir für Zeit? Tatsächlich, es ist Punkt 6 und wir haben jetzt gerade den letzten Nagel eingeschlagen. Rainbow Alley, der Grundgerüst ist fertig. Es steht, es ist fest, es wackelt nicht mehr. Also, ja, siehst du, wenn der Schritt geht nicht mehr, aber schüttelt alles miteinander. Nein, so schön! Rainbow Alley, einfach fertig. Ich stehe jetzt da im Rainbow Alley, schon voll mit drin. Es ist stabil, es ist komplett, es geht mir nicht auf den Kopf. Und der Grund, wieso es Rainbow Alley heisst, ja, in diesem Tal passiert viel Magie. Und die Magie zeige ich euch jetzt. Jetzt! Nicht gleich, sondern jetzt. Seht ihr ihn an? Der Regenbogen. Wow, schau wie schön. Wieder mal ein doppelter Regenbogen über der Jetta. Ist das nicht herrlich? Es sind schon 2! Aber es wird intensiver und intensiver. Wow, da siehst du beide Böcke. Seht ihr beide? Wow, wieder bis zum Zeremonieplatz. Heftig. Heftig. Wow. Sehr schön, danke vielmals. Und darum heisst Rainbow Alley Rainbow Alley. Und darum heisst Rainbow Alley Rainbow Alley. Meine lieben Leute, danke vielmals, dass ihr wieder dabei sind. Nächste Woche fange ich an mit der Schule wieder. Erstes Lehrjahr, back to the start. Und ja, es kommen noch neue Woofers. Und wir machen weiter. Wir machen weiter, bis in Oktober rein. Und vieles wird gehen. Tom, schön bist du da gewesen. Schön kommst du nächste Woche wieder. Freut euch und vor allem eine gute Woche miteinander. Tschüss zusammen. Und jetzt muss ich dann noch vom Hannasweg aus zeigen, wie es aussieht. Einfach nur geil. Na geil. Boah. Ich stehe jetzt gerade auf dem Hannasweg. Da seht ihr bis durch zur Rainbow Alley. Sieht es schon mega geil aus. Also im Live. Ich habe mega Freude. Mega Freude. I don't care if it's bad. I guess I'm the kind of fella who'll always be a fringe dweller. Just do the best I can with what I have. Because the edge is where it's at. And it's the most productive place. And my mama always said, if you're not living on the edge, then you're taking up too much space. Wind up in the yes, bis dahin. Ha! Jetzt nächste Woche, also die nächste Paar ist dort Bühnenauszug wieder flicken.
Und wow. In the desert. 10 Minuten nachdem wir fertig sind, es ist 10 auf 6 Uhr und Claudia ist auch gerade heimgekommen. Hat sie gerade noch gesehen, wie wir aufräumen. Herrlich! Sieht super aus. Ja! Gell? Rainbow Alley. Jetzt schauen wir mal. Jetzt schauen wir mal die Perspektive von der Bau aus. Yes! Jetzt ist die Frage, ihr könnt ja kommentieren, was meint ihr? Sollen wir die Pergola mit der Rainbow Alley verbinden oder nicht? Das ist schon noch eine Frage. Wäre eben schon etwas, nicht? Ja, dann kommentieren, was meint ihr? Whipping wind and sun. Ja, weiss noch nicht was. Jetzt müsst ihr euch das vorstellen, wenn das alles überwachsen ist. Fehlt nur noch eines Tages, dass das so eine Steinbar ist mit Küche und alles. Oh. Ja, aber schaut das an, schaut das an, wie das aussieht. So gut. Well, I'll just plant ahead. Freitagmorgen und es regnet. I look sorted to things we Und want. ja, das ist der Juri. Und er ist jetzt einen Monat bei uns. Und an seinem ersten Tag müssen wir im Regen Geissen umzäunen. Währenddessen, dass wir Geissen umzäunen, sind Geissen im Bußmuse wieder mal. Der Esel schießt es an, die wären auch gerne im Bußmuse, aber es geht einfach nicht, dass sie alle zusammen drin sind. Darum müssen wir umso mehr Gas geben, damit das erledigt ist. Der Luis ist so ein lieber Musiker. Ich darf immer mit ihm mitsingen. Auch wenn ich nicht so richtig gut klinge beim Singen. Er lässt es zu. Und er spielt immer mein Lieblingslied, Patience. Danke, Luis, dass du auch dabei bist gestern. Und Toni, Nadja, Juri, Hanna und alle miteinander. Danke. Danke, Claudia. Und danke, Sophia, dass du mit organisiert hast. Und ich habe völlig Verständnis, dass du nicht da bist. Meine lieben Leute, danke vielmals, dass ihr wieder dabei sind. Nächste Woche fange ich an mit der Schule wieder. Erste Lehrjahr, back to the start. Und ja, es kommen noch neue Woofers. Und wir machen weiter. Wir machen weiter, bis in Oktober rein. Und vieles wird gehen. Tom, schön bist du da gewesen. Schön kommst du nächste Woche wieder. Freut euch und vor allem eine gute Woche miteinander. Tschüss zusammen! My mama always said, if you're not living on the edge, then you're taking up too much space. Yeah, my mama always said, if you're not living on the edge, then you're taking up